Was bisher geschah. Naja, gefühlt kocht ganz Deutschland. Aber wisst ihr, wer im Gegensatz zur letzten Saison bisher nicht gekocht hat? Thomas Kessler. Hallo, Moje, Jode Dach. Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, liebe Freunde. Ja, neuerdings fliegen mir meine eigenen Worte quasi ein bisschen um die Ohren. Ja, ich habe ein bisschen kritisiert, dass die ganzen Transfers ein bisschen auf sich warten lassen. Aber es ist schon der zweite Transfer innerhalb einer Woche. Herzlich willkommen in Köln, Gideon Mensah. Ghanaischer Nationalspieler. Also ich würde an der Stelle sagen, das ist alles andere als ein Nottransfer. Gideon Mensah hat zwar noch nie in der Bundesliga gespielt, bringt aber trotzdem sehr viel Erfahrung auf hohem Niveau mit. Er hat über 100 Spiele in der französischen Ligue 1 absolviert, über 40 Länderspiele für Ghana, frühere Stationen in Österreich, Belgien und Portugal und mittlerweile WM-Erfahrung. Ihr habt sicherlich die ein oder anderen Spiele von ihm verfolgt bei dieser WM und ich fand das eigentlich auch ziemlich gut, dass wir da gescoutet haben, wenn es überhaupt ein Scouting gab bei der WM. Also man soll angeblich schon länger ein Auge auf ihn geworfen haben, aber ist schon irgendwie cool. Finde ich schon cool, dass da irgendwie ein Spieler kommt, der auf der großen Bühne der Welt gespielt hat. Ja, man kann sinngemäß sagen, der FC verpflichtet keinen Rohdiamanten, sondern einen Spieler, der den Profialltag auf internationalem Niveau kennt. Kommen wir mal zu seinen Stärken. Unter anderem die Dynamik. Nahezu jede Analyse, die ich im Netz gefunden habe, hebt dieselben Eigenschaften hervor. Hohes Tempo, enorme Laufleistung. Er schaltet sich ständig nach vorne ein, marschiert die Linie hoch und runter. Er gehört zu den Außenverteidigern, die permanent unterwegs sind. Was überraschend ist, er ist deutlich offensiver, als viele glauben. Ich hatte ihn zunächst ebenfalls eher als Defensivspieler eingeordnet. Allerdings die Analysen, die ich im Netz gefunden habe, beschreiben ihn deutlich anders. Man beschreibt ihn unter anderem als offensiven Antreiber der linken Seite. Er sucht häufig den Weg nach vorne, trägt den Ball an und sorgt für Breite im Spiel. Das dürfte ziemlich gut zu René Wagners mutmaßlichen Spielstil passen. Gibt natürlich einige Schwächen, die ich herausgefunden habe. Hier würde ich ehrlich bleiben. Mehrere Analysen im Netz sagen, er ist manchmal zu offensiv. Dadurch entstehen Räume hinter ihm. Defensives Stellungsspiel nicht immer perfekt. Seine Flankenqualität schwankt. Im letzten Drittel ist er manchmal etwas unpräzise. Er ist also kein perfekter Linksverteidiger. Dafür bringt er sehr viel Dynamik mit. Also, warum wollte Kessler ihn? Ich gehe mal davon aus, dass folgende Aspekte der Grund sind. Der FC suchte Erfahrung, Tempo, einen ablösefreien Spieler, sofortige Hilfe, jemanden, der Viererkette und Dreierkette spielen kann. Genau dieses Profil scheint Mensah zu erfüllen. Die Bild beschreibt ihn sogar als sofortigen Startelf-Kandidaten. Kommen wir mal zu seiner letzten Saison für AG Auxerre. Er absolvierte rund 30 Ligue 1 Einsätze, war Stammspieler und half entscheidend mit, dass Auxerre die Klasse hielt. Also er kennt sich auch ein bisschen mit dem Abstiegskampf aus. Er kam regelmäßig zum Einsatz und war definitiv kein Ergänzungsspieler. Ja, und dann kommen wir mal zur Fußball-Weltmeisterschaft. An der er teilgenommen hat. Viele Spieler haben diesen Sommer Urlaub gemacht und naja, Mensah spielte eine sehr starke WM. Mehrere Berichte erwähnen, er war Stammspieler, absolvierte sämtliche Gruppenspiele. Während des Turniers steigerte sich sein Marktwert kontinuierlich. Ebenso auch das Interesse anderer Vereine. Denn es bildete sich natürlich auch Konkurrenz auf dem Transfermarkt. Der FC war halt nicht allein an ihm interessiert. Es gab laut aktuellen Berichten Interesse von Schalke, mehreren türkischen Vereinen und auch Benfica Lissabon, anscheinend eine Voranfrage. Am Ende entschied er sich dann halt für den 1. FC Köln. Was seinen Charakter betrifft, liest man mehrfach. Mensah gilt als sehr positiver Typ. Gute Stimmung in der Kabine, humorvoll, bodenständig. Das wird von den Medien hervorgehoben. Und ich denke mal, das passt auch charakterlich ziemlich gut zum FC. Kommen wir doch mal zum taktischen Part. Da sage ich ganz ehrlich, habe ich absolut keine Ahnung von. Allerdings, ihr wisst ja, wer mir dann in solchen Situationen den Rücken frei hält. Mein digitaler Butler, Victor. Hi Victor. Hallo Leo. Taktisch betrachtet bekommt der 1. FC Köln mit Gideon Mensah einen sehr flexiblen Außenverteidiger. Seine größte Stärke ist der Vorwärtsdrang. Er schiebt immer wieder konsequent die linke Seite hinauf, sorgt für Breite im Spiel und kann sowohl als klassischer Linksverteidiger in einer Viererkette als auch als linker Schienenspieler in einer Dreierkette eingesetzt werden. Gerade wenn Köln hochpressen und schnell umschalten möchte, bringt Mensah mit seiner Dynamik genau die Eigenschaften mit, die auf dieser Position gefragt sind. Allerdings bedeutet seine offensive Spielweise auch, dass hinter ihm gelegentlich Räume entstehen können. Hier wird entscheidend sein, wie gut die Mannschaft diese Vorstöße absichert. Zurück zu dir, Leo. Alles klar, Victor, vielen Dank. Gut, nach dieser Einschätzung sage ich euch mal, was man von Mensah
nicht erwarten sollte. Also Mensah ist kein Spieler, der 10 Assists liefert. Seine Stärken liegen eher darin, Räume zu öffnen, Tempo aufzunehmen, Überzahlsituationen zu schaffen, die linke Seite dauerhaft zu bearbeiten. Ja, und damit kommen wir direkt mal zu meinem Fazit für dieses Video. Oder sagen wir mal eher mehr so, wie ich die ganze Situation um Mensah sehe und was ich erwarte. Also Gideon Mensah ist kein spektakulärer Star-Transfer, sondern ein durchdachter. Der FC bekommt einen 27-jährigen Nationalspieler im besten Fußballalter, der internationale Erfahrung mitbringt. WM-Erfahrung, Tempo und Athletik. Seine größte Stärke ist sein Vorwärtsdrang über die linke Seite. Defensiv ist er nicht fehlerfrei, aber genau dieses Gesamtpaket macht ihn für den FC besonders interessant. Zumal er ablösefrei verpflichtet wurde. Ich sage euch ganz ehrlich, das ist ein verdammt gutes Geschäft. Leute, ablösefrei, WM-Teilnehmer, das ist gut durchdacht, sage ich ganz ehrlich. Dass sein Vertrag allerdings nur 2 Jahre geht, das lässt darauf schließen, dass man nicht ausschließt, ihm gegebenenfalls im nächsten Sommer für eine ordentliche Ablösesumme zu verkaufen bei passendem Angebot. Ja, und bevor wir das Video beenden, will ich auch noch auf etwas hinweisen. Ein bisschen übernimmt er auch ein sehr, sehr schweres Erbe. 3 Jahre lang hatten wir keine Nummer 14, seitdem Jonas Hector seine Karriere beendet hatte, und die übernimmt jetzt Gideon Mensah. Und das als linker Verteidiger. Das war Jonas Hector auch. Das ist ein sehr schweres Erbe, dass er sich auflastet, aber der FC ist ja kein Verein, der Rückennummern zurückzieht. Das ist halt so ein Ding, das wir komplett so durchziehen. Dann hätten wir auch damals die Nummer 9 von Hans Schäfer für immer zurückziehen können. Kein Front an Jonas Hector, ich liebe ihn. Einer der größten Spieler, die ich hier je erlebt habe. Der hat auch wirklich ein Denkmal verdient. Aber wenn ich schon predige, dass man die Nummer 10 nicht zurückhalten sollte, und Poldi hat sie auch freigegeben, hat auch gesagt, ich verstehe auch nicht, was er immer für ein Aufheben darum gemacht hat, aber gut. Von meiner Seite aus kann jetzt jemand anderes die 10 haben. Und so sehe ich das halt auch mit der Nummer 14. Aber wie gesagt, naja, 3 Jahre nach Jonas Hector ist ein schweres Erbe. Ist eine schwere Last, die er da zu tragen hat. Aber ich hoffe, dass er seine Aufgabe erfüllen wird. Ja, und das sind meine Gedanken zu diesem Transfer. Schauen wir mal, ich kann jetzt noch nicht sagen, wird das ein Flop, wird das kein Flop. Die Saison hat noch nicht begonnen. Das ist das Einzige, was ich dazu zu sagen habe. Und ich bedanke mich an der Stelle für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ich sage mal an der Stelle, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen. Unser kosmischer Held, der Multikosmos, das Beste der Welt. Trikots total, zusammen bis sie alt.